Hey, hey, ich bin Anna Zöllig und mich nimmt Wunder, hast du gerne Geheimnis? Wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, dann bist du genau richtig. Ich habe eine Geschichte, die heisst «Die Geheimagenten». Hoi, ich bin der Max. Auf den ersten Blick ist mein Leben ganz normal. Ich gehe in die Schule und habe eine grosse Schwester, die Paula, die ausser Buben und ihrem Aussehen nicht viel im Kopf hat. Wo ist mein schwarzer Kapuzenpullover? Max, hast nicht du? Oh, ich drehe durch! Mami! Meine Mutter arbeitet als Lehrerin und was sie definitiv nicht kann, ist kochen. Heute habe ich etwas Neues ausprobiert. Ein Gerstenkranz mit gesottenen Rüebli. Was machst du so ein Gesicht, Max? Probier doch das erste Mal. Mein Vater wohnt nicht mehr bei uns. Er ist gerade auf dem Selbstfindungstrip in Indien. Er schickt uns manchmal Postkarten, wo so Sachen draufstehen wie «Alles wird gut». Die Leo findet das super. Sie ist meine beste Freundin. Eigentlich haben die Buben in meinem Alter ja nichts mit Mädchen zu tun und die meisten Mädchen spinnen ja auch ein bisschen. Aber die Leo ist anders. Wir haben uns geschworen, Freunde auf ewig, Blutsbrüder, Schwesterschaft, 3-mal Speuzen, ole! Jetzt du, Max. Speuzen. ja! Yeah! Wenn ich gross bin, werde ich Astronaut, Spion, Arzt oder noch ein paar andere Sachen. Auf den ersten Blick habe ich also ein ganz normales Leben. Aber auf den zweiten Blick ist mein Leben überhaupt nicht normal. Alles hat angefangen an einem stinknormalen Mittwochnachmittag. Die Leo und ich sind zu der alten Brücke gefahren, um zu baden und von der Brücke runtergumpen. Bei der alten Brücke ist es ein bisschen unheimlich. Hey Max, schau, da brennt doch ein Feuer unter der Brücke. Komisch, mitten am Nachmittag. Komm, wir verstecken uns und schauen, wer zu dem Feuer gehört. Wir haben uns hinter einem Busch versteckt. Es ist niemand am Feuer aufgetaucht. Aber gerade als wir gehen wollten, hat uns jemand von hinten am Knick gepackt. Was habe ich da gefunden? 2 kleine Schnüffelnasen. Haben die mich ausspionieren? Sie? Nein, sicher nicht. Und warum hocken die denn da hinter dem Busch? Weil, halt so. Uns gefällt es da. Ja, wir hocken mega gerne hinter dem Busch. Es gibt Tage, da machen wir nichts anderes. Hinter dem Busch zu hocken, das finden wir super. Max, Was? heb die Schnur. Plötzlich ist der Griff in unserem Knick etwas lockerer geworden. Die Leo und ich haben uns umgedreht und sind mega verschrocken. Hinter uns ist eine alte, verzottelte Frau gestanden. Mit grauen, verfilzten Haaren und schwarzen Zähnen. Und gestunken hat sie wie ein Güsselsack. Und was mache ich jetzt mit euch Buschhocker? Ich kann euch ja nicht einfach laufen lassen. Ihr würdet mich doch sofort verraten. Nein. Eigentlich müsste ich euch... Ihr wisst schon. Tschüss, arrivederci. Auf dieser Welt musst du einfach knallhart sein. Sonst kommst du nie nicht an. Aber Tuliguli ist natürlich wieder einmal viel zu weich. Kein Wunder, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Die Leo und ich haben uns angeschaut und ich habe gewusst, dass sie das Gleiche denkt wie ich. Erstens, die Frau ist ja voll durch. Und zweitens, schnell abhauen. Max, auf 3 Sekunden los. 1, 2, 3. Ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben so gerannt. Meine Füße haben den Boden fast nicht berührt und meine Lungen haben brennt wie Feuer. Hey Max, ich glaube, wir können aufhören rennen. Die Alk kommt uns eh nicht nach. High five, Leo. Den haben wir es gegeben. Plötzlich ist Leo bleich geworden und hat auf etwas gezeigt, das hinter mir ist. Aber bevor ich mich umdrehen konnte, hatte ich schon wieder eine Hand im Knick und eine bekannte Stimme hat mir ins Ohr geflüstert. Einfach abhauen, ohne sich zu verabschieden. Wie? Schlechter Stil. Für das sind wir ein Glas schuldig. Wir haben uns nicht getraut, nochmal abzuhauen und sind dieser Frau ins Kaffee nachgezottelt. Dort hat sie sich einen riesen Coup bestellt. Die Leo und ich haben vor lauter Schock nicht mehr essen. Die klapprige Großmutter hat uns voll eingeholt, überholt und jetzt hockt sie da und stopft sich ein Glas rein. Schon ein bisschen schräg. Es gibt noch viel mehr Sachen, die ihr schräg findet. Okay. Ich könnte jetzt mal mit dem Finger schnippen und wir wären auf dem arabischen Basar. Plötzlich sind wir auf einem Basar. Und der Kellner aus dem Kaffee wollte uns frische Datteln andrehen. Und nochmal.
und wir wären in Frankreich. Oder unter Wasser. Wow, Max, siehst du das? Wow, ein Hai. Er kommt direkt auf uns zu. Hilfe! Oder wieder da im Kaffee. Ui, das war knapp. Wie haben Sie das gemacht? Berufsgeheimnis. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Uli Gulli. Uli Gulli. Agentin. Nummer 1 auf der Gehaltsliste der ewigen Agentenriege. Ich habe nur ein bisschen missgebaut. Ich muss das wieder in Ordnung bringen. Ich will, dass ihr ab sofort für mich arbeitet und mir helft. Leo und ich mussten uns gar nicht anschauen. Wie aus einem Maul haben wir gesagt, Ja, Die Agentin Uli Gulli hat gesagt, sie erzählt uns morgen von unserem ersten Auftrag. Dann hat sie geschnippt und ist verschwunden. Der Kellner ist gekommen und wollte das Glas einkassieren. Wir hatten beide kein Geld dabei und mussten zur Strafe 2 Stunden lang in der Küche abwaschen. Aber das war uns egal. Als richtiger Agent nimmt man das in Kauf. Am nächsten Morgen konnte ich in der Schule überhaupt nicht aufpassen. Ich musste immer an die Uli Gulli denken. Der Leo ist es genau gleich gegangen. Einmal hat der Mathelehrer zu ihr gesagt, sie solle ihm eine Zahl zwischen 7 und 12 sagen. Und was hat sie gesagt? 28. Als die Schule endlich vorbei war, sind wir zu der alten Brücke gerannt. Aber die Uli Gulli war nicht da. Bis am Abend haben wir dort gewartet. Wir wollten doch endlich wissen, was unser erster Auftrag als Geheimagent ist. Aber es ist rein gar nichts passiert. Daheim hat es dann auch noch Sellerieschnitzel zum Znacht gegeben. Und meine Schwester ist mir mega auf die Nerven gegangen, weil sie seit neuestem unsterblichen Stefan Graf verknallt ist. Der shootet manchmal mit uns. Hey Max, wann gehst du wieder mal shooten? Keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich könnte ja zufällig an den Fußballplatz kommen und dann sagst du zum Stefan, das ist meine Schwester, sie ist recht cool und... Ich finde dich aber nicht cool und niemand ist so dumm und steht auf dich. Mami, der Max hat gesagt, ich sei nicht cool und niemand steht auf mich, ich sei noch dumm und so. Ich bin steigen drauf in mein Zimmer und habe mich auf mein Bett geschmissen. Ich wollte nur noch allein sein und diesen blöden Tag vergessen. Schlechte Laune, Monsieur. Uli Gulli, wie sind Sie denn in mein Zimmer reingekommen? Nicht fragen, zuhören. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Uli Gulli hat angefangen zu erzählen vom Leben als Agentin und vor allem von der ewigen Agentenriege. Die ewige Agentenriege ist eine uralte Geheimorganisation. Alle Agenten der Welt sind Mitglied in dieser ewigen Agentenriege. Und wer nicht Mitglied ist, darf auch nicht als Agent arbeiten. Wow. Ich war bis vor kurzem die absolut Nummer 1 in der ewigen Agentenriege. Aber dann sind mir ein paar Fehler passiert, die ich bis heute nicht verstehe. Und darum ist sie aus der ewigen Agentenriege ausgeschlossen worden. Jetzt will sie ihre Fehler wieder gut machen und hofft, dass sie dann wieder aufgenommen wird. Und für das brauche ich euch. Ihr müsst ein paar Sachen in Ordnung bringen. Ich kann das nicht allein, sonst merkt ihr, dass ich verdeckt arbeite. Und das würde alles noch viel schlimmer machen. Aber was ist Eure erste Mission ist, geht zum Waldrand und grabt 40 Schritte südlich von der grossen Tanne. Welche Tanne? Die am Boden liegt. Aber was... Nehmt den Freund, der in die Himmelsrichtung zeigt und das, was euch gehört. Und lasst euch nicht verwischen, klar? Wer ist der Freund, der in die Himmelsrichtung zeigt? Aber die Uli Gulli war schon weg. Meine Mutter hat den Kopf ins Zimmer gestreckt und gesagt: «Weh, Max, mach das Fenster auf. Da innen stinkt es ja wie in einem Güsselsack. Hast du dein Znüni wieder im Theke vergessen? Und gehst dich dann nachher noch bei der Paula entschuldigen, gell?» Am nächsten Morgen hat mich Leo die Hause abgeholt. Auf dem Schulweg habe ich ihr alles erzählt. Oh Mann, ist das spannend. Komm, wir schwänzen und gehen gerade in den Wald. Ich habe noch nie in meinem Leben die Schule geschwänzt. Und besonders wohl war mir auch nicht gerade dabei gewesen. Aber so etwas ist einfach ein Ausnahmezustand. An der Stelle, wo die Uli Gulli beschrieben hat, haben wir angefangen zu graben. Und es ist gar nicht lang gegangen, bis... Max, da ist etwas. Eine Kiste. Wow. Eine alte Landkarte. 7-Flussland. Wo ist echt das? 7-Flussland. Noch nie gehört. Aber schau,
Ein Kompass? Das ist der Freund, der die Himmelsrichtung anzeigt. Ja, logisch. Oh, da ist etwas eingraviert. Eigentum der ewigen Agentenriege anno 1861. Leo, schau. Ein Kuvert. Für Max und Leo steht drauf. Auf was wartest? Mach's auf! Ich habe das Kuvert schnell aufgerissen und es ist eine grün-schwarze Wolke aufgestiegen. Die hat schlimmer gestunken als eine ganze Güsselanlage mit faulen Eiern. Wow, schau mal, Max, da ist noch ein Zettel im Kuvert. Notiz. Die Schneidertante hat Angst vor dem Wasser. Hä? Steht sonst nichts mehr drauf? Nein, das ist alles. Wir haben den Kompass in den Brief eingepackt, die Kiste vergraben und sind zurück in die Schule gelaufen. Als wir angekommen sind, war die Zähnepause gerade fertig. Der Raffi Hostetler aus unserer Klasse ist auf dem Pausenplatz gestanden und hat uns angelotzt, als wären wir das 8. Weltwunder. Was waren Sie? Wieso haben wir so dreckige Finger? Wir haben einen Velounfall gehabt. Wenn die Leo etwas wirklich gut kann, dann ist es Geschichten erfinden. Sie hat das mit dem Velounfall so gut erzählt, dass unser Lehrer aus Mitleid fast angefangen hat zu brüllen. Nur der Raffi Hostetler hat noch misstrauisch geschaut und nach der Schule hat er uns gesagt: Ihr habt sicher keinen Velounfall gehabt. Ich weiss nicht, was Sie vorhaben, aber ich finde es schon raus. Ja, dann viel Spass. Tschüss! Wir sehen uns. Er hat uns einen bösen Blick zugerührt. Und dann habe ich kurz einen hellen Blitz in seinen Augen gesehen. Boah, der nervt ja voll. Anders. Komm, wir gehen shooten. Ich habe es meiner Schwester versprochen. Seit wann interessiert sich deine Schwöfe für Fußball? Längere Geschichte. Und wenn Tuliguli uns sucht? Ich will unbedingt wissen, was jetzt mit dem Kompass und dieser Schneider... Die Leo konnte den Satz nicht fertig machen, weil wir in dem Moment in einen Hauseingang gezogen worden sind. Hinter uns ist eine Tür ins Schloss gefallen und dann war es stockdunkel. Und dann haben Leo und ich etwas geschmeckt, das uns bekannt vorkam. So nach Güsselsack. Frau Uliguli? Psst. Lieslig. Sie hat ein Zündhölzchen vorgenommen und eine Kerze angezündet. Jetzt erst habe ich die alten vermodderten Wände gesehen. Wo sind wir da? Eines von meinen Geheimverstecken. Wir müssen aufpassen. Okay. Es könnte sein, dass euch jemand auf der Spur ist. Nachrichten von mir machen ihr in Zukunft nur noch auf, wenn ihr ganz sicher sind, dass ihr nicht beobachtet werdet. Okay. Habt ihr den Kompass? Ja. Gut. Hört zu. Ihr sucht die, die Angst haben vor dem Wasser. Und macht gut, was gut gemeint war. Aber hä? Wie sollen wir die Person finden? Und warum gut gemeint? Das seht ihr dann schon. Wir haben fast den ganzen Nachmittag überlegt. Auf dem Zettel ist ja gestanden: Notiz: Die Schneidertante hat Angst vor dem Wasser. Ich kenne viele Schneidertanten, meine Schwöre zum Beispiel, aber keine, die Angst hat vor Wasser. Komm, jetzt gehen wir zuerst mal shooten. Ja, Der Stefan Graf war auch auf dem Fußballplatz und ich habe ihn gefragt, wie er meine Schwester findet. Die ist ja total verknallt in ihn. Aber er hat nicht mal gewusst, wer sie ist. Plötzlich habe ich gesehen, dass der Raffi Hostetler am Haken steht und uns beobachtet. Ich hau dir im Fall eins, wenn du uns nicht bald in Ruhe lässt. Machst nicht, du Schneidertante. Was? Was hast du gerade gesagt? Dass du dich nicht traust. Zisch ab, Raffi, wir haben dir nichts zu sagen. Das sehen wir ja dann. Er ist auf seinem Velo davongedüset. Und gerade als er um die Ecke verschwunden ist, hat sich der Kompass in meinem Hosensack bewegt. Die Kompassnadel war glutrot und hat Richtung Süden gezeigt. Wir haben gar nicht lange überlegt und sind losgelaufen. Quer über den Fußballplatz, durch ein Maisfeld, über den Fluss, immer der Kompassnadel an. Bis ans andere Ende der Stadt. Plötzlich ist der Kompass kalt geworden und hat sich nicht mehr bewegt. Wir sind vor einem kleinen, blauen Haus gestanden. Vorne dran hatte es einen Teich, aber ohne Wasser drin. Vorsichtig sind wir ums Haus herumgeschlichen. Max, die Terrassentür ist offen, komm! Leo, nein! Aber die Leo hat die Türe schon aufgemacht und mir ist nichts Besseres eingefallen, als ihr nachzuzotteln. Psst! Hörst du das? Da brüllt doch jemand. Wir sind Stegen drauf und haben in alle Zimmer hineingeschaut. Im hintersten Zimmer ist ein grosses, hellblaues Himmelbett gestanden. Und auf dem Himmelbett ist jemand gelegen, der herzzerreissend ins Küsse hineingekühlt hat. Hallo? Hey Sie, hören Sie doch auf brüllen. Bitte, das tut ja weh in den Ohren. Die Person hat den Kopf aus dem Küsse gelüpft und uns angeschaut. Unter uns. So ein hässliches Gesicht habe ich noch nie gesehen. Rot und verdrückt war es von der ganzen Heulerei. Und statt einer Nase
hat sie einen riesigen Entenschnabel mitten im Gesicht gehabt. Das ist die Schneidertante. Schnell, schnell, schnell. Warum brüllen Sie so? Schneider, Schneider. Habe nicht so Angst. Und vor was haben Sie Angst? Die Schneidertante hat am Boden gezeigt. Erst jetzt haben wir gemerkt, dass der ganze Boden nass ist. Das Wasser ist aus der Matratze vom Himmelbett rausgetropft. Ein Wasserbett. Sie hocken auf einem Wasserbett. Und die Matratze ist undicht. Und sie traut sich nicht runter, weil sie Angst vor dem Wasser hat. Schnell! Hilfe! Schnell, schnell! Vorsichtig haben wir die Schneidertante aus dem Bett gelüpft und sie die Stege herabgedreht. Sie hat sich erst wieder beruhigt, als wir in der Stube angekommen sind. Also, beruhigt kann man nicht wirklich sagen. Eine verschnedderte Schnedder ist das. Zum Schnedder nochmal. So etwas habe ich in meinem ganzen Schnedderleben noch nicht erschneddert. Es hat ein bisschen gebraucht, bis wir verstanden haben, warum sich die Schneidertante so aufregt. Sie ist als ausländische Austauschagentin in die Schweiz eingeladen worden. Und Uliguli hat ihr eine gemütliche Bleibe organisieren. Sie hat sich Mühe gegeben. Nur bei der Wahl vom Bett war sie etwas unvorsichtig. Ein Wasserbett hat der Schneidertante ja nichts ausgemacht. Sie findet es noch bequem auf so einem Wasserbett. Aber es hätte eben dicht sein. Ich bin da reingeschneddert, völlig erschneddert von der langen Reise, und ich schneddere aufs Bett, um auszuschneddern. Aber plötzlich macht es Psst und Tropf, Tropf. Diese Uliguli sollte man wirklich verschneddern. Sie hat es sicher nur gut gemeint. Schnedder, Schnedder, Schnedder. Nur gutes Wollen ist nicht gut geschneddert. Der Agentin Uliguli tut es auch mega leid. Sie ist nämlich ihre grösste Fan. Leo, was schnorrst du da? Psst, kleine Notlüge. Meine größte Fan? Ihre allergrößte Fan. Sie beschneddert sie unschneiderlich. Schnedder. Das kann ich gut verschneddern. Also ich will noch einmal einen Schnedder zudrücken und ein gutes Schnedder für Sie einlegen bei der ewigen Agentenriege. Und jetzt bitte entschneddert mich. Sonst bin ich zu spät für die Schnedderland. Schnedder, schnell! Und mit lautem Geschnedder ist sie verschneddert. Die Leo und ich waren sehr zufrieden. Wir haben die Schneidertante gerettet und sogar noch dafür gesorgt, dass sie bei der ewigen Agentenriege ein gutes Wort für die Uliguli einleitet. Lang hat unsere Freude aber nicht gehabt. Als wir nämlich aus dem kleinen blauen Haus rausgekommen sind, ist der Raffi am Haken gestanden und hat uns angegrinset. Das war kein Zufall mehr. Ganz klar, der Raffi hat uns verfolgt. Aber die Leo und ich haben einen auf Pokerface gemacht. Hoi Raffi, was willst du? Was habt ihr in diesem Haus gemacht? Geht dich nichts an, du Blödsack. Wer ist Uliguli? Keine Ahnung, von was du redest. Hau ab. Und was ist die ewige Agentenriege oder so? Hast du gehört, was ich gesagt habe? Wenn ich es nicht sagen, gehe ich zu unserem Klassenlehrer. Mal schauen, wie ihr ihm erklären, dass ihr schwänzt und dann in fremden Häusern rumschleicht. Okay, Raffi. Aber du musst hoch und heilig versprechen, dass du es niemandem erzählst. Versprochen. Spinnst? Wir erzählen dem gar nichts. Ach komm, Max. Raffi kann man doch vertrauen. Nein, kein Meter kann man dem vertrauen. Bist jetzt völlig gaga. Ich weiss schon, was ich mache, Max. Also, schau, es ist so. Meine Tante probt gerade für so ein Theaterstück, wo man als Publikum nicht im Theater hockt, sondern draussen unterwegs ist. Und jetzt will sie halt ausprobieren, ob es spannend ist, und hat uns gefragt, ob wir ihr Testpublikum sein wollen. Ha, ha, ha. Das stimmt wirklich. Aber es ist noch geheim und wir sind die Einzigen, die es vorher sehen dürfen. Ich glaube, es wird ein mega geiles Stück. Der Teil in diesem Haus war schon recht gut, oder Max? Ja, schon. Aber das Kostüm von der mit dem Entenschnabel finde ich ein bisschen übertrieben. Findest du? Ist doch mal etwas anderes. Und um was geht's? Das ist eben noch geheim. Darf ich das nächste Mal mitkommen? Muss ich meine Tante fragen. Ich gebe dir dann Bescheid, versprochen. Die hat Paula mich so lange mit ihrem Liebeskummer genervt, bis ich ihr irgendwann gesagt habe, dass der Stefan Graf nicht einmal weiss, wer sie ist. Das stimmt nicht. Du lügst. Ich habe ihn gefragt, wie findest du eigentlich Paula? Und er hat gesagt, keine Ahnung, wer ist das? Er liebt dich nicht, Paula. Du bist so gemein. Hat jetzt das müssen sein, Max? Aber wenn es so ist, soll ich sie anlügen? Manchmal muss man nicht die ganze Wahrheit sagen. Hallo, er weiss ja nicht mal, wer sie ist. Dann schau doch, dass er sie kennenlernt. Hä? Du hast mich schon verstanden.
und iss jetzt dein Kürbis-Dinkel-Risotto auf. Ei, ei, Ma'am. Wo mich Leo am nächsten Morgen abgeholt hat, ist plötzlich der Deckel vom Müllcontainer in unserer Hauseinfahrt aufgeklappt. Madame Uliguli! Psst! Ihr habt das gut gemacht bei der schnetten Tante. Euer nächster Auftrag wird allerdings ein bisschen gefährlicher. Was ist unser nächster Auftrag? Hebt die Augen und die Ohren offen und versucht die Sache auch einmal anders anzuschauen. Hä? Was? Aber die Uliguli hat den Deckel der Mülltonne schon wieder zugeklappt und wir sind ein bisschen ratlos in die Schuhe gelaufen. In der ersten Stunde haben wir Mathe. Als ich mein Heft aus dem Tee gezogen habe, ist ein Notenblatt rausgefallen. Es war aber keines von diesen Liedern, die wir in der Musikstunde singen. Es hatte einen mega komischen Titel. «Emmi es Kintamord eit». Schräg. Ich war sicher, dass das etwas mit der Uliguli zu tun hat. In der Zähnepause sind Leo und ich ins Musikzimmer geschlichen. Ui, das klingt ja mega schräg. Vielleicht spielst du es einfach falsch. Hallo? Ich gehe seit 3 Jahren in Klavierstunde. Das ist ein C und das ist ein Fis. Aber probier's doch selber, wenn du es besser kannst. Schon gut, reg dich nicht auf. Es ist wahrscheinlich ein Rätsel. Und was ist die Lösung? Weiss ich doch auch nicht. Wir sind auf den Pausenplatz gegangen, um nachzudenken. Weit sind wir aber nicht gekommen. Hey zusammen, Hoi, Raffi. ich habe mir mal etwas überlegt. Könnte ich vielleicht in dem Stück von deiner Tante mitspielen? Ich könnte zum Beispiel einen spielen, der vergiftet wird. Ich würde das Gift trinken und dann so könnte ich so zusammenbrechen. So. Raffi? Hallo? Steh wieder auf. Hallo? Ich bin tot, seht ihr das nicht? T-O-T, von hinten wie von vorne. Toter geht's nicht mehr. Von hinten wie von vorne? Noten! Ich habe Leo schnell vom Raffi weggezogen, zurück ins Schulhaus und habe Leo im Musikzimmer vor das Klavier gesetzt. Was ist jetzt los? Spiel das Lied nochmal, aber spiel's Hinterschi. Hinterschi? T-O-T. Von hinten wie von vorne. Ausgerechnet der Raffi hat mich drauf gebracht. Schau mal den Titel. Was heisst E-I-D? E-I-D... D-I-E... Die? Lies mal alles Hinterschi. Die trompetanische Hymne. Die trompetanische Hymne? Ja, und jetzt spiel's mal Hinterschi. Leo hat das Lied rückwärts gespielt und es hat überhaupt nicht mehr schräg getönt, sondern wunderschön. Die Melodie ist mir immer näher gekommen. Plötzlich hat sich das Musikzimmer angefangen zu drehen wie ein Karussell. Alles ist in einem farbigen Nebel verschwommen. «Leo!» habe ich mit letzter Kraft rausgeschrien. Und dann bin ich ohnmächtig geworden. Ich bin dann aufgewacht, als Leo mir eine Ohrfeige gegeben hat. Hey Max, hallo, aufwachen! Au, spinnst? Warum schreist du so? Weil du nur so wach wirst, du alter Penner. Hey, wo sind wir? Wo du pennt hast, habe ich die Lage schon mal ausgecheckt. Also, wir sind hier auf einer Lichtung, wo rundum Trompeten und Posaunen wachsen. Und dort hinten hat sogar einen Dudelsackbusch. Aber das Beste zeige ich dir jetzt. Komm mit. Leo, warte. Was ist das für ein Geräusch? Das ist der Wind. Und wenn der durch den Wald fährt, dann gibt es so ein Geräusch. Das ist irgendwie unheimlich. Komm jetzt. Wir sind zu einer riesigen Taube hingelaufen. Die war so dick wie ein Mammutbaum. Wenn der Wind in sie hineingefahren ist, hat sie gebrummt und der Boden hat angefangen zu vibrieren. Max, ich höre Stimmen. Sie kommen näher. Schnell, komm, wir verstecken uns. Trari-trara! Ah, die Tuba! Was für ein Anblick! Wahrzeichen von Trompetanien! Wie ich dieses Land liebe! Und bald werde ich es beherrschen! Ich, Trari, ganz allein! Dank mir, gell? Nicht vergessen, gell? Wir Trompetenhälse haben Trompetanien jahrzehntelang regiert. Das waren andere Zeiten, Trari-trara. Da herrschte hier noch Recht, Trari, und Ordnung, Trara.
2 komische Typen sind immer näher gekommen. Der eine war mega klein und hatte so viele Locken, dass man sein Gesicht gar nicht gesehen hat. Der andere war mega gross und dünn und hatte etwas Komisches am Hals. Sieht aus wie Knöpfe von einer Trompete. Schau, wenn er redet, drückt er manchmal auf einen von diesen Knöpfen an seinem Hals. Und dann verändert sich seine Stimme. Trari, trara! Wo ist denn jetzt die Karte? Trari, trara! Und meine Belohnung, gell? Meine Belohnung nicht vergessen, gell? Eins nach dem anderen. Erst mal die Karte her. Ich wollte nur mal sagen, gell? Da hast du sie. Die geheime Landkarte von Trompetanien. Trari, trara! Endlich! Wer sie hat, der hat die Macht. Ohne diese Karte dreht man sich in Trompetanien nur im Kreis. Mit dieser Karte werde ich die Tröte vom König finden und dann, trari, trara, werde ich ihn tröten. Ich meine natürlich töten. Ja. Dann hat er ausposaunt und dann, trari, trara, werde ich König von Trompetanien. Danke mir, gell? Nicht vergessen, gell? Wie könnte ich das vergessen, lieber Lockenmanni? Wie hast du eigentlich dieser Uli-Gulli die Karte abgeknöpft? Ja, schon easy gsi, gell? Der Agentin Uli-Gulli hat die Karte ins Geheimarchiv von der ewigen Agentenriege bringen, gell? Aber dann ist sie am Wegrand eingeschlafen, gell? Und ich konnte ihre Karte einfach aus der Tasche ziehen, gell? Charitara! Wie konnte der Uli-Gulli nur so etwas passieren? Sie war doch die Nummer 1 in der ewigen Agentenriege. Ja. Naja, uns kann es ja egal sein. Wir haben, was wir wollen. Trari, trara! Ich nicht ganz. Meine Belohnung, gell? Sie haben mir versprochen, mir meine Locken zu kraulen, Herr Trompetenhals, gell? So eine richtige Kopfmassage, gell? Trari, trara, die Locken kraulen. Können wir nicht etwas anderes? Versprochen ist versprochen, gell? Na gut, wenn es denn Trari sein muss. Trara! Der Trompetenhals hat die Landkarte von Trompetanien auf den Boden gelegt und seine Hände in die Locken vom Lockenmann hineingesteckt. So ist gut, gell? Und noch ein bisschen links, gell? Ja. Und ein bisschen fester, gell? Ja! Richtig den Dreck von der Kopfwuchernatze, gell? Trari, trara! Ja! Was macht man nicht alles für die Macht? Ja! Jetzt oder nie, habe ich gedacht. Es war die einzige Chance, um an die Landkarte von Trompetanien hinzukommen. Ohne weiter zu überlegen, habe ich mich auf den Bauch gelegt und bin vorwärts gerobbt, bis ich die Karte in den Finger hatte. Wow, Max, das war super. Schnell weg, bevor sie es merken. Meine Karte! Trari, trara! Sie ist weg! Oh. Jemand hat sie gestohlen! Komm mit! Lockenmanni! Ja. Der Dieb kann doch nicht weit sein! Oh, da vorne sehen die 2! Schau! Schnell! Nach! Trari, trara! Leo und ich sind gerannt und gerannt und gerannt. Aber wir konnten den Trompetenhals und den Lockenmanni nicht abhängen. Und alle paar Minuten sind wir bei der grossen Tuba vorbeigekommen. So ein Mist! Irgendwann haben wir nicht mehr rennen und haben uns hinter dem Klarinettengebüsch versteckt. Was machen wir jetzt, Max? Ich muss nachdenken. Aber mach ein bisschen. Dort vorne kommen sie schon wieder. Trari, trara, halt! Sie sind nicht mehr vor uns. Sie wird doch irgendwo da sein. Such, Lockenmanni! Such! Trari, trara, trari, trara. Max, hast du fertig gedacht? Sonst haben wir jetzt gerade ein riesiges Problem. Ich habe wirklich probiert, mich zu konzentrieren. Aber mein Kopf war einfach leer. Und dann ist der Lockenmanni direkt auf unser Versteck zugelaufen. Der Trompetenhals hat hinter dem Lockenmanni wie wild auf den Knöpfen an seinem Hals herumgedrückt und es sind die schrillsten Töne aus seinem Maul rausgekommen. Nicht gerade so angenehm. Hey! Sie sind da vorne, ich sehe es, gell? Trari, trara! Max, mach etwas, die machen uns platt. Die Karte. Welche Karte? Wir müssen auf die Landkarte von Trompetanien schauen. Der Trompetenhals hat ja vorher gesagt, dass wir ohne die Karte immer nur im Kreis laufen. Mann, wieso checken wir das erst jetzt? Also haben wir die Karte etwas genauer angeschaut.
es war gar keine normale Landkarte, sondern schon wieder ein Lied. Ich kann ja eigentlich gar nicht singen. Aber plötzlich haben sich meine Lippen einfach bewegt. Wenn du das Liedli singst, dann weisst du, ob rechts, ob links. Dann weisst du, was durchgeht. Das Liedli ist der Pfad. Wir mussten überhaupt nicht überlegen. Plötzlich haben wir einfach gewusst, wo es durchgeht. Wir sind einfach Fürschi gelaufen. Die Stimmen vom Trompetenhals und vom Lockenmanni sind immer leislicher geworden und dann ganz verschwunden. Der Instrumentenwald ist immer dünner geworden und wir sind auf einer freien Ebene angekommen. Hey Max, schau, dort vorne ist eine Tür. Mega komisch. Einfach eine Tür mitten in der Landschaft. Wir haben es fast nicht geglaubt. Hinter der Tür war unser Musikzimmer. Und auf dem Klavier ist immer noch das Notenblatt mit der trompetanischen Hymne gestanden. Schräg. Jetzt sind wir einfach wieder da. Wenn du die Landkarte von Trompetanien nicht in der Hand hättest, dann würde ich nicht glauben, dass wir überhaupt in diesem Wald waren. Oh nein. Hörst du das? Das ist der Raffi. Was will der schon wieder? Im Theaterstück von deiner Tante mitspielen. Er ist der neue Theaterstar. Oh, fuck, da habe ich uns etwas eingebrockt. Oh ja. Hoi Raffi. Sind ihr taub? Ich klopfe sicher so seit 10 Minuten. Das war ein Test. Was? Bist ruhig, Max. Psst. Ein Test für was? Einfach ein Test, ob du Ausdauer hast. Das ist wichtig fürs Theater. Und? Habe ich bestanden? Eindeutig. Ich werde meiner Tante sagen, sie soll dich unbedingt in ihrem Stück mitspielen lassen. Merci, Leo, das ist ja mega. Und was machen wir jetzt? Nichts. Kann ich mitmachen? Nein. Wieso nicht? Weil mir ist etwas eingefallen. Meine Tante hat gesagt, sie sucht einen Schauspieler, der Klavier spielen kann. Kannst du Klavier spielen, Raffi? Ein bisschen. Aber wir haben kein Klavier daheim. Dann würde ich an deiner Stelle da ein bisschen üben. Auf dem Heimweg haben wir die Uliguli gesehen, die an einer Bushaltestelle gestanden ist. Sie hat uns ein kleines Handzeichen gegeben, wir sollen zu ihr in den Bus einsteigen. Hallo, Madame Uliguli. Nicht so auffällig. Wie ist es in Trompetanien gelaufen? Gut. Also, fast hätten sie uns verwünscht. Aber die Landkarte haben wir. Das war doch, was sie wollten. Ja, haben sie. Geben sie mir unauffällig. Da. Super. Jetzt habe ich wieder eine Chance, in die ewige Agentenriege aufgenommen zu werden. Warum sind Sie eigentlich eingeschlafen, als Sie die Karte ins Geheimarchiv hätten bringen? Ich weiss es nicht. So etwas ist mir noch nie passiert. Ich habe einen Schluck aus meiner Wasserflasche genommen und dann bin ich plötzlich so müde geworden. Oh. Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn der Trompetenhalskönig von Trompetanien geworden wäre. Voll. Zum Glück könnt ihr das verhindern. Geht jetzt heim. Morgen kommt vielleicht schon der nächste Auftrag. Als Agent weiss man das nie so genau. Leo und ich sind ausgestiegen und heimgelaufen. Wir waren total zufrieden mit unserer Arbeit. An das Agentenleben könnte ich mich voll gewöhnen. Weißt du wie? Jeden Tag Action. Hey, schau mal. Ist das dort nicht der Stefan Graf? Mal, das ist er. Und wer ist das Mädchen, das er da gerade küsst? Keine Ahnung. Aber das wird der Paulas Herz brechen. Musst du ihr ja nicht sagen. Und wenn sie mich fragt, ich kann doch so schlecht lügen. Ist sie dann so schlimm verknallt? Voll. So fest, ich kann nicht mehr gerade ausdenken. Also, das hätte sie ja vorher schon nicht können. Aber ich glaube, sie wird für den Stefan... Oh nein, Max! Max! Was ist? Hast du die Noten von der trompetanischen Hymne? Nein, ich dachte, du hast sie. Ich habe es aber nicht. Oh, das heisst... Dass wir sie in der Schule liegen lassen haben und der Raffi vielleicht jetzt gerade am Klavier sitzt. Und sich nach Trompetanien spielt. So nicht. Oh nein! Wie der Blitz sind wir in die Schule zurückgerannt. Wenn der Raffi das Notenblatt wirklich gefunden hat, hätte er ja auch checken, dass man das Lied Hinterschi spielen muss. Aber wenn er es herausgefunden hat und schon in Trompetanien ist, schnell sind wir ins Musikzimmer schauen. Oh. Das Notenblatt von der Hymne steht noch auf dem Klavier. Und da im Eck ist im Raffi sein Thek. Aber wo ist der Raffi? Raffi? Hallo? Oh nein! Für das kann es nur eine Erklärung geben. Der Raffi hat den Code geknackt, das Lied Hinterschi gespielt und ist in Trompetanien verschwunden. Super! Wieso hast du die Noten nicht mitgenommen? Wieso hast du nicht mitgenommen? Ich habe nicht daran gedacht. Ja und, was machen wir jetzt? Wir müssen den Uliguli Bescheid geben. Das heisst dann wahrscheinlich Ciao, Agentenleben. Meinst du?
Würdest du solche Vollidioten wie uns noch einen Auftrag geben? Also ich nicht. Mann, wir sind so doof. Leo ist hässig im Musikzimmer umeinander gelaufen. Sie hat der Tür einen heftigen Gink gegeben und genau dann hat jemand die Türen von aussen aufmachen. Aua, spinnst! Raffi, was machst du? Was, echt meinen Tee holen? Kann ich nicht schmecken, dass du da in Rambo spielst. Wo bist du? Sonst noch Fragen? Auf dem WC. Du könntest ruhig sorry sagen. Es hat mega weh da. Du bist nur auf dem WC. Ja und? Warum sind ihr schon wieder da? Wir haben etwas vergessen. Spielst du gerade das Lied, das auf dem Klavier steht? Nein, es klingt mega schräg. Ich spiele gerade das da. Aha, okay, ja. Sehr schön. Wir müssen gehen, gell, Max? Ja. Ciao, Raffi. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Die Heim beim Mittagessen hat meine Schwöhe Paula in ihrem Teller rumgestochert und keinen einzigen Biss gegessen. Dabei hat es heute ausnahmsweise Spaghetti mit Tomatensauce gegeben. Also Vollkornspaghetti. Was ist los, Paulita? Hast du keinen Hunger? Ich glaube, der Stefan hat eine Freundin. Meinst du? Ich glaube nicht. Oder, Max? Ich sage nichts zu dem Thema. Ich hab's gemacht! Oh, Max, super gemacht. Was soll ich machen, wenn es halt so ist? Paula ist gerade in einer sehr schwierigen Phase. Da braucht sie unsere Unterstützung. Ich bin auch in einer schwierigen Phase. Ah, wirklich? Was ist denn bei dir? Nichts. Also, was erzählst du denn? Jetzt gehst du am besten rauf und sagst Entschuldigung und tust mit ihr reden. Was soll ich denn ihr sagen? Etwas Nettes. Oh Mann. Das Leben ist manchmal mega unfair. Bin ich halt ins Zimmer von der Paula rauf und habe ihre Tür geklopft. Hast du sie gesehen? Ja, Ist sie hübsch? es geht so. Ich will sterben! Ich bin so hässlich und fett und dumm. In mich verliebt sich nie jemand. Nie! Hey, schau, ich überlege mir etwas, versprochen. Also habe ich den Leo angerufen. Wir haben uns bei der alten Brücke getroffen, um einen Liebeskummer-Notfallplan für Paula auszuhacken. Weit sind wir aber nicht gekommen, weil plötzlich ist die Uli-Guli vor uns gestanden. Sie hat wild mit den Händen herumgefuchtelt. Wir haben das Problem. Die ewige Agentenriege hat einen Agent auf mich angesetzt. Was? Und zwar nicht irgendeinen, sondern der gefährliche Mr. Knister. Der ist so gut getarnt, dass man ihn nie sieht, sondern nur hört knistern. Ich glaube, es war eine Warnung. Wir müssen beim nächsten Auftrag doppelt aufpassen. Und was ist unser nächster Auftrag? Vor ein paar Monaten musste ich zum Loi in die Wüste Gobi reisen. Der Loi ist der geheime Herrscher der Südhalbkugel. Alle Regierungschefs hören auf ihn. Der Loi zeigt sich fast nie. Er hat nämlich nur einen einzigen Zahn. Ein einziger Zahn? Ja. Und wenn das die Leute von der Südhalbkugel wüssten, würden sie sich über ihn kaputt lachen. Das ist eines der geheimsten Geheimnisse auf dieser Welt. Darum hat es mich doppelt geehrt, dass ich die Mission Hackfleisch übernehmen durfte. Ich habe dem Loi seine Jahresration Hackfleisch vorbeigebracht. Wow. Der Loi hat sich gefreut. Er ist ja so charmant. Und am Schluss habe ich ihn gefragt, ob ich ein Erinnerungsfoto darf. Ich habe ihm versprochen, dass das Foto nie an die Öffentlichkeit kommt. Dann bin ich zurückgefahren und habe auf dem Weg in einem geheimen Agentenhotel übernachtet. Das Foto habe ich unter der Matratze versteckt. Mitten in der Nacht aber ist der Alarm los. Oh nein, ich glaube, ich weiss schon, auf was das rausläuft. Weil plötzlich 1000 Touristen mit Fotoapparat vor dem Agentenhotel gestanden sind. Und wenn du als Agent gefüttert wirst und das Foto in allen Zeitungen abgedruckt wird, dann geht es dir genau wie einem Leu. Dann kannst du deine Agentenkarriere an den Nagel hängen. Oh nein. Also bin ich schnell durch den Hinterausgang verschwunden. Das Foto habe ich natürlich in der Hektik unter der Matratze vergessen. Kurz, euer Auftrag ist es, das Foto zu holen. zu Kasachstan. Was? In Kasachstan? Da sind wir ja monatelang unterwegs. Ja, voll. Dann machen sich unsere Eltern Sorgen, alarmieren die Polizei und alles fliegt auf. Kein Problem. Ihr nehmt den gelben Elefant. Der was? Aber die Uli-Guli hat keine Antwort gegeben.
Sie hat uns einfach 2 geile Zettel in die Hand gedrückt. Die haben ausgesehen wie 2 ganz normale Busbillette. Nur, dass sie geil waren. Und die Schrift eben auch. Das kann man ja fast nicht lesen. Super Idee, geile Schrift auf geilem Hintergrund. Wirklich super. Ja, voll. Fahrschein für den gelben Elefanten. Die Leo hat kaum fertig gelesen. Da hat es einen heftigen Windstoß gegeben. Die Erde hat zittert. Und dann ist aus dem Nichts ein riesig geiler Elefant aufgetaucht. Hoch wie ein Hochhaus. Der Elefant ist auf uns zugaloppiert. Wir haben fast gemeint, er rennt uns über den Haufen. Aber dann hat er angehalten. Mein Herz hat geklopft wie ein Presslufthammer. Und darum konnte ich auch nur noch nicken, wo uns der Elefant gefragt hat, ob wir mitfahren wollen. Der geile Elefant ist mit Lichtgeschwindigkeit auf Kasachstan gerast. Über Österreich, Ungarn und bei Rumänien scharf links über die Ukraine, am Schwarzen Meer vorbei, über Georgien direkt auf Kasachstan zu. Schon sind wir vor einem geheimen Agentenhotel gestanden. Es war ein kleines, unauffälliges Häuschen. Aber davor ist eine Horde Touristen mit Fotoapparat gestanden. Ui, das geht ja voll ab da. Da kommen wir nie rein, Leo. Die sehen uns doch. Abwarten. Zuerst einmal die Lage auschecken. Vergiss es, Leo. Schau mal, die stehen sogar vor dem Hintereingang und auf den Dächern der Nachbarhäuser. Ich habe eine Idee. Entschuldigung? Was? Auf was warten Sie da? Blöde Frage, Mädel. Auf die Agenten natürlich. Ein Foto von so einem Agenten ist Millionen wert. Aber Sie, in dem Haus hat es doch gar keine Agenten. Logisch gibt's da Agenten, Mädel. Das ist das geheime Agentenhotel. Also, so geheim ist es jetzt natürlich nimmer. Da sind Sie aber schön drauf hineingegangen. Das echte geheime Agentenhotel ist doch dort um die Ecke. Und dort lachen sich alle Agenten über die dämlichen Touristen kaputt. Ehrlich? Ja, klar. Das gleiche Spiel hat Leo noch bei 5 anderen Leuten gemacht. Und es ist keine 10 Minuten gegangen und es ist niemand mehr vor dem Haus gestanden. Wir sind ins Hotel hineingegangen. Drinnen hatte es 4 grosse Schlafsäle und in jedem Schlafsaal etwa 50 Betten. Du, hat Uli Guli gesagt, unter welcher Matratze sie das Fötterchen mit dem Leu versteckt hat? Nein, hat sie nicht. Dann müssen wir halt unter jede Matratze schauen. Puh, okay. 4 Schlafsäle mal 50 Bett gibt 200 Matratzen. Die Leo und ich sind recht ins Schwitzen gekommen. Im ersten Schlafsaal haben wir das Foto nicht gefunden. Im zweiten auch nicht, aber im dritten. Hey, ich hab's gefunden, Max! Wirklich? Zeig. Psst. Der. Da innen müssen sie. Hörst du das? Da kommt jemand. Schnell unter das Bett. Das ist der Raffi. Und der andere ist sicher der gefährliche Mr. Knister. Siehst du ihn? Nein, aber Uli Guli hat uns ja gesagt, dass man ihn nur hört. Wo alle Touristen einen Abgang gemacht haben, haben sie versucht, heimlich ins Hotel hineinzuschleichen. Aber ich habe es gesehen. Der. Sie dürfen das Foto nicht finden. Es wäre schlimm, wenn die Uli Guli wieder als Geheimagentin in die Agentenriege aufgenommen werden. Irgendwann würden sie schon aufdecken, dass wir ihre alten Fehler untergejubelt haben. Super. Hast du das gehört? Dein Problem. Das wird Uli Guli sicher interessieren. Was mein Problem? Immerhin hast du mir gesagt, ich soll die Löchli ins Wasserbett von der Schneidertante machen. Und du hast die Idee mit dem Schlafmittel in der Wasserflasche gehabt, damit die Uli Guli einschläft und der Lockermanni ihre Karten von Trompetania klauen kann. Und du hast wollen, dass ich den Touristen den Tipp mit dem geheimen Agentenhotel gebe. Nein, Knister, wenn das rauskommt, bist du genauso dran wie ich. Wow. Ja, das sehen wir dann. Ja, nur blöd, dass der Max und Leo sich eingeschaltet haben. Die sind ja eh nicht gerade die schleuesten Agenten. Die haben sogar die trompetanische Hymne einfach auf dem Klavier liegen lassen. Wie doof ist das denn? Dämlich. Ja, recht dämlich. Aber von diesen 2 kannst du nicht mehr erwarten. So ein Doppel. Der hat uns die ganze Zeit etwas vorgemacht. Ich habe so da, als würde ich ihnen die dämliche Geschichte mit dem Theaterstück von ihrer Tante glauben. Und sie haben voll gedacht, ich will mitspielen. Ich bin eben wirklich ein guter Schauspieler. Oh, Raffi, das kommst du zurück über. Ich wette mit dir, Knister, dass die 2 Trantüten jetzt hinten im letzten Schlafsaal stehen und keine Ahnung haben. Ich freue mich auf ihre dummen Gesichter, wenn sie uns sehen.
Was hast du eigentlich mit ihnen vor? Hals umdrehen. Gerade so. Ja, das haben die zwei verdient. Aber wir dürfen auf keinen Fall Spuren hinterlassen. Bin ich ein Anfänger? Ich weiss, dass du kein Anfänger bist. Ich sag's nur. Und dann ist Uli-Gulli endgültig weg vom Fenster. Und du bist Nummer 1 in der ewigen Agentenriege. Ich freue mich schon, die dumme Leo leiden zu sehen. Und der einbildet Max erst recht. Aber jetzt pst, nicht, dass sie uns hören. Der Raffi und der Mr. Knister sind an uns vorbei in den letzten Schlafsaal geschlichen. Das ist unsere Chance, Max. Los! Schnell sind wir durch den Schlafsaal durchgerannt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann in meinem Leben so viel gerannt bin wie in den letzten paar Wochen. Aber wir haben das Foto vom Leu gefunden. Und dann sind wir plötzlich vor einer abgeschlossenen Tür gestanden. Was heisst abgeschlossen? Sie ist zu. Da kommen wir nicht raus. Und jetzt? Zum Hinterausgang? Spät. Sie kommen. Dort vorne sind's. Hoi, Klassenkameraden. Oh nein. Jetzt spielen wir ein Theaterstück, das ich mir ausgedacht habe. Es geht los. Achtung, 3, 2, 1. Action! Der Raffi und der Mr. Knister sind immer näher gekommen. Der Raffi hatte einen dicken Holzbügel in der Hand, den er über seinem Kopf geschwungen hat. Oh oh. Oi, machen wir fertig. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung, Max, kämpfen. Gegen den Raffi und irgendjemand, den wir nicht sehen? Ja, fällt dir etwas besser sein? Nein. Also kämpfen wir. Und falls es das gewesen wäre mit uns, du bist für mich der allerbeste Freund auf dieser Welt gewesen. Du für mich auch, Leo. Attacke! Aber 1 Sekunde bevor es zum Kampf kam, hat mich irgendetwas Grosses gepackt. Etwas Weiches. Es hat mich fest an sich hingedrückt und ist in einem Affentempo davongejagt. Ich habe nicht gewusst, ob Leo dabei ist. Ich habe überhaupt nichts mehr gedacht. Ich habe mich einfach reingekuschelt und dann bin ich völlig eingeschlafen. Als ich aufgewacht bin, bin ich wieder unter der alten Brücke gelegen. Und neben mir war Leo, der auch gerade aufgewacht und völlig verwirrt war. Was ist passiert, Max? Wie kommen wir da an, Max? Wer ist das gewesen, Max? Hey, Max, schau mal, was ich da in der Hand habe. Das Foto vom Loi und der Uli-Gulli. Hey, schau doch, Max. Ich schaue ja, Leo. Aber komm mal oben runter. Auf dem Foto hat man die Uli-Gulli und den Loi gesehen. Zusammen in der Wüste. Die Uli-Gulli mit einer riesigen Sonnenbrille auf der Nase und einem breiten Grinsen im Gesicht. Und neben ihr ist der Loi gestanden. Auch mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Oder zumindest, was von dem Grinsen übrig war. Weil auf dem Foto hat es einen riesigen Kratzer gehabt. Sieht aus, als hätte jemand extra die Stelle, wo man den Zahn sieht, vom Foto abgekratzt. Jemand, der richtig scharfe Krallen hat. Schau mal, da hinten drauf steht etwas. Liebe Madame Uli-Gulli, bei Ihrem nächsten Besuch nehmen wir besser kein Foto auf. Dieses hier hat Ihnen und Ihren beiden Freunden schon genug Ärger eingebrockt. Mit besten Grüßen, Ihr Löwe. Das heisst, der Loi hat uns gerettet? Ja! Und dann hat es plötzlich mal wieder nach Güsselsack von stinken. Die Uli-Gulli. Sieht aus, Freunde, als hätte ich euch den Loi mal kurz aus dem Schlamassel gezogen. Das ist eine grosse Ehre. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Wir haben der Uli-Gulli alles erzählt. Vor allem natürlich, dass der Mr. Knister und der Raffi ihr den ganzen Mist mit dem Ausgeschlossenwerden eingebrockt haben. Der Knister. Ich habe gewusst, dass mit dem etwas nicht stimmt. Er war immer eifersüchtig, weil ich einmal die besseren Aufträge bekommen habe. Aber das hätte ich ihm nicht zugetraut. Ich muss so schnell wie möglich der ewigen Agentenriege Bescheid geben. Aber wie? Ich habe gedacht, Sie dürfen mit der ewigen Agentenriege keinen Kontakt mehr aufnehmen. Ja? Das ist ein Notfall. Geht jetzt heim. Ihr gehört dann von mir. Okay. Und könnt dem Raphael aus dem Weg. Das hat sie uns nicht müssen sagen. So schnell wie möglich sind Leo und ich zur Mehrheit gegangen, haben uns in mein Zimmer eingesperrt und haben aus dem Fenster geschaut. Aber die Strasse war ganz ruhig und nach 2 Stunden ist uns langweilig geworden. Darum haben wir dort weitergemacht, wo wir eigentlich mal aufgehört haben. Bei der Paula ihrem Liebesproblem. Auch wenn uns das im Vergleich zu unseren Problemen absolut easy vorgekommen ist. Okay, ich habe eine Idee. Du läutest dem Stefan Graf an und sagst, du sagst sein Kollege der Ali. Und dann sagst du sagst mega verliebt in deine Schwöhe. Ich bin doch nicht in Paula verliebt, spinnst? Nicht du. Du als Ali sagst, du sagst total in Paula verknallt. Aha.
Und was bringt das? Kannst du dich noch erinnern? Früher hast du doch mal ein Meersäule gehabt. Und du hast dich nie darum gekümmert, ihm nicht einmal regelmässig zu essen gegeben. Also, das stimmt jetzt aber nicht ganz. Ja, bis Paula sich angefangen hat, um das Meersäule zu kümmern. Dann bist du nämlich eifersüchtig geworden. Ja, es war auch schliesslich mein Meersäule. Und genau so geht es dann dem Stefan Graf mit deiner Schwö. Wenn ein Kollege von ihm deine Schwö will, dann will er sicher auch. Checkst? Also, Leute jetzt an. Okay. Meinst du, er erkennt meine Stimme nicht? Dann verstellst du sie halt. Okay. Ja. Hallo Stefan. Da ist der Ali. Der Ali, ja. Dein Kollege. Hä? Oh, ja, sorry, weisst, ich bin ein bisschen verkältet. Ich muss dir etwas sagen, Mann. Aber das darfst du niemandem erzählen. Ich bin voll verknallt. In Paula. Was? Die kennst du nicht? Die mit den langen Haaren. Ihr Bruder ist auch recht cool, der Max. Oh Mann, ich würde die Frau sofort heiraten. Sie ist super, Mann. Hey, hast du mir echt einen Tipp, wie ich sie anmachen könnte? Mann, das ist genial. Danke, Mann. Alles klar, yo. Super. See you. Super gemacht, Max. Und? Was hat er für einen Tipp gehabt? Einfach. Der Ali, soll ihr ein Kompliment machen und sagen, sie hat schöne Haare. Das ist ja voll billig. So einen billigen Hey, Leo, Trick. schau. Auf der anderen Strassenseite ist gerade ein Gullideckel aufgeklappt. Hä? Die Uli-Gulli. Sie winkt uns. Ich glaube, sie will, dass wir kommen. Oh nein, ab in die Kanalisation. Sieht so aus. Wir sind sofort rausgerannt über die Strasse zu der Uli-Gulli. Sie hat nur noch aus einem Spalt vom Kanaldeckel rausgeschaut. Sie hat ein bisschen gestresst ausgesehen. Hey, du, was wartet ihr? Kommt runter, schnell! Stellt doch gerade eine Verkehrstafel für den Raphael und den Mr. Knister auf. Die Uli-Gulli hat den Kanaldeckel aufgeklappt und wir sind schnell zu ihr herabgestiegen. Glitschig war es und dunkel. Nach etwa 10 Tritten sind wir auf dem Boden angekommen. Nebendran ist der dunkelschwarze Kanalisationsfluss vorbeigerunnen. Das Wasser hat abartig gestunken. Die Uli-Gulli hat jedem von uns eine Taschenlampe in die Hand gedrückt und gesagt: Und jetzt, meine Freunde, jetzt gehen wir zu der ewigen Agentenriege. Stundenlang sind wir durch die stinkende, dunkle und feuchte Kanalisation gelaufen. Immer, als ich gedacht habe, dort vorne ist es fertig, ist nochmal eine neue Abzweigung gekommen. Die Leo und ich haben geschnauft wie 2 alte Dampflokis. Aber die Frau Uli-Gulli war voll in ihrem Element. Geht's noch lang? Wie alt sind ihr? 50? 100? Nein, aber müssen Sie so schnell laufen? Wir sind gerade da. Noch 2-mal links abbiegen. Und es ist nochmal eine halbe Ewigkeit gegangen. Aber dann sind wir an eine Leiter hingelaufen. Endlich haben wir raus an die frische Luft. Frische Luft, Licht. Von wegen frische Luft, Leo. Du stinkst wie ein Kanalratte. Du aber auch, Max. Ich finde, ihr schmückt endlich fein. Freunde, da vorne ist der Hauptsitz der ewigen Agentenriege. Wow. Wir sind vor einem riesigen Gebäude gestanden. Alles an dem Gebäude war schwarz. Wir sind reingegangen und auch dort war alles schwarz. Wir sind in einem Vorraum gestanden. Ein riesiger Halbkreis. Hunderte von schwarzen Türen sind von dem Vorraum weggegangen. Auf beiden Seiten hat es Stege in den 2. Stock gehabt. Dort sind auch wieder 100 Türen. Und von dort ist es in einen 3., in einen 4., in einen 5., weiss doch auch nicht, wie viel die Stock gegangen. Bis in den Himmel schauen. Wir hatten kein Ende gesehen. Ui, wo sind wir da? Psst! Ab sofort redet nur noch ich. Die Uli-Gulli hat an einer Kordel gezogen, wo eine schwarze Glocke dran gehangen ist. Und dann sind alle Türen gleichzeitig aufgespickt. 100'000 Köpfe haben rausgeschaut und uns angeglotzt. Die Leo und ich sind mega verschrocken. Aber es ist noch unheimlicher geworden, wo alle gleichzeitig angefangen haben zu reden. Madame Uli-Gulli traut sich trotz Hausverbot hierher. Ist sie lebensmüde?
Ihr müsst mir zuhören. Ich bin nicht schuld an meinen verpatzten Aufträgen. Nicht schuld, sagt sie. Oha, nicht schuld. Wer soll denn sonst schuld sein? Ihr vielleicht? Das ist nicht witzig. Sie waren unser bester Mann, Madame. Aber Sie haben Fehler gemacht. Aber ich bin's doch nicht gsi. Der Mr. Knister hat mir das eingebrockt. Zusammen mit seinem kleinen Handlanger, dem Raphael Hostetler. So. Aha. So. Können Sie das auch beweisen? Die 2 Kinder da haben alles gesehen. Los, erzähl jetzt. Aber ich habe kein Wort rausgebracht. Meine Zunge hat wie ein Karamellzeltchen an meinem Gaumen geklebt. Aber die Leo hat einfach drauf losgeschwätzt, als wäre das alles nichts Besonderes. Sie hat erzählt, wie wir Frau Uliguli kennengelernt haben, von der Schneidertante und unserem Besuch in Trompetanien, vom Loi und dass wir im Agentenhotel vom Raffi und dem Mr. Knister gehört haben, wie sie das alles eingefädelt haben. Wo sie fertig war, war es einen Moment lang ganz still. Und dann haben die Agenten die Köpfe zusammengesteckt und angefangen miteinander zu flüstern. So ist das also. Ist das so? Super, Leo. Ich denke, du hast sie überzeugt. Wir werden Mr. Knister und diesen Raphael auf der Stelle vom Dienst suspendieren. Und Sie, Madame Uliguli, sind ab sofort wieder impendiert. Also aktiviert. Also ordentliches Mitglied der ewigen Agentenriege. Und Ihre 2 Freunde ebenfalls. Wir haben besprochen. Guten Tag. Und dann sind alle Türen gleichzeitig ins Schloss gefallen und wir sind wieder alleine gewesen. Was heisst das jetzt? Dass ich ab sofort wieder als Agentin arbeiten darf. Und ihr auch. Wir sind jetzt Agenten. So richtig. Richtig. Aber jetzt gehen wir zuerst einmal heim und erholen uns. Erst jetzt habe ich gemerkt, wie müde ich bin. Zum Glück hat Uliguli 3 Billette für den gelben Elefant rausgezogen und wir sind ganz gemütlich heimgeritten. Am nächsten Tag in der Schule war der Platz vom Raffi leer. Unser Lehrer hat gesagt, er sei krank. Wer es glaubt. In der Zähnepause ist meine Schwester zu mir gekommen. Hey Max, schau, der Stefan Graf hat mir einen Brief geschrieben. Liebe Paula, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht? Sagst du ja, oder? Ich weiss nicht. Hey, weißt du, wie viel Arbeit ist das für mich und Leo? Ja. Und jetzt willst du ihn gar nicht mehr? Ja, aber weisst, sein Freund, der Ali, irgendwie gefällt er mir viel besser. Könntet ihr nicht den Ali auch in mich verliebt machen? Oha, sonst noch etwas? Ja, meine Freundin Sabina ist unsterblich in den Benny aus der 1C verliebt. Und Clara hat sich gestern in Gabriel verknallt. Könnt ihr da noch etwas machen? Oh, und dann hat noch Claudia den Boy an. Eigentlich dürfte ich meiner Schwester ja gar nicht helfen. Weil sie will ja doch immer noch mehr. So ist sie halt. Alles andere als dankbar. Wirklich. Aber nach der Schule hat Uliguli auf uns gewartet. Hey, Kollegas! Lust auf einen Belohnungscup? Ja, eh. Und dann sind wir alle zusammen in das Café gegangen, wo alles angefangen hat. Das Mal haben wir alle einen riesen Cup bestellt. Und Uliguli hat natürlich auch die Rechnung gezahlt. Aber dann hatte ich plötzlich das Gefühl, ich höre ein Knistern. Und eine Stimme, die flüstert. Das werdet ihr mir büssen! Aber ich glaube, ich habe mir das wahrscheinlich alles nur eingebildet. Wer weiß? Coole Geschichte, oder? Wenn du noch mehr Hörspiele hören willst, ab auf srfkids.ch und unbedingt den Podcast abonnieren. Ich freue mich, wenn wir auch die nächste Geschichte wieder zusammen hören. Tschüss von mir, Anna Zöllig.